Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission von der Blick auf Europa. Das ist nicht einfach so eine Sendung aufhängen, wenn ihr unter dem Schock steht, unter dem Schock von dem barbarischen Terrorakt von Paris, auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Ich meine, ohne Meinungsfreiheit, ohne Pressefreiheit, ohne Freiheit am Allgemeinen, als Demokrat gibt es keine Demokratie. Und ich meine, hier ist es ganz deutlich ein Akt, ein Ausschlag op als Demokratie, wat hier stattfand huet. Das wie gesagt barbarisch an das terroristisch an das zu verurteilen, das machen ich auch gerne von dieser Platz aus. Das tun wir auch hier gemerkt am Parlament, gerade wie auch an einer ganz Partie einer steht, auch zu Lützeburg, wo Parteien abgerufen wurden, aber auch alle Organisationen abgerufen wurden, für eine Minute Silence, für justement zu denen einfach zu gedenken und noch darauf hinzuweisen, dass man ganz klar und deutlich so ein Nee zu Fundamentalismus und Nee zu Terrorismus. Und aber muss ich sagen, geht Leben weiter. Und ich muss dann aber, und ich will auch von dieser Platz profitieren, für euch trotzdem alle Guten ein herzlich und ein glückliches neues Jahr zu wünschen, bei einer guten Gesundheit für ihr Freunde, ihr Bekannten, ihre ganze Familie, ihr ganzes Umfeld, ihre ganze Kreis. 2015 als ein Jahr wird man dann entamieren, wo ein paar die Sachen auf uns zukommen, die verschiedene positive Aspekte haben, aber auch ein ganz paar die Ängste, ein ganz paar die Sorgen hervorrufen. Und lass mich vielleicht mit denen ein paar positive Sachen aber aufhängen. Litauen hat den 1. Januar sich bereit erklärt, hat Konditionen noch erfüllt, die ganz hart Kriterien erfüllt, die es heißt, für dem Euro beizutreten, der Eurozone beizutreten. Dafür felicitieren wir von hier aus. Lettland hat die Präsidenz überholt für die nächsten 6 Monate vom Conseil. Danach überholt Lützeburg, danach könnte wie gesagt, eine Lützeburger Präsidenz zu einer ganz Partie Herausforderungen, die dann sich schön. Ich meine, da sind so Sachen wie zum Beispiel Klimakonferenz von Paris, die da drauf hält. Das gilt alles, was Klimapolitik ist, viel zu bereden. Es gilt aber auch Energiepolitik viel zu bereden. Natürlich als Wurstem, als Investissementen an Europa für Wurstem, für Arbeitsplätze zu schaffen. Alles das, wie gesagt, die großen Herausforderungen, die auf Lützeburg werden durchkommen. Wenn ich so ein paar positive Punkte, dann ist das, will ich aufhängen mit eigentlich den niedrigen Petrol- und Gaspreisen, was ja aber ganz agreeabel ist, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für uns Wirtschaft in Europa. Das ist ein Punkt, wo wir hoffen, dass das nach einer Zeit so wird bleiben, was ja, wie gesagt, unserer Wirtschaft auch ganz stark helfen. Das ist natürlich auch das Beste vom Euro, wenn ich zurückdenke, wie der Euro angeführt ging, wäre mir froh gewesen, wenn wir eine Parität zum Dollar gehabt hätten. Den den Euro gewusst. Hat in letzter Zeit ein paar die Abbußen gekriegt, was aber nicht dramatisch ist. Aber ja am Anfang auch am Export verschiedene Firmen, die am Export tätig sind, war ein ganz stark Hölle was für die. Dann natürlich auch als niedrige Zinspolitik, auch von mir als Bürger, das vielleicht bedauern, dass wir auch bei diesen pur gespurte Groschen nicht mehr die Zinsen kriegen, die wir als erwartet hätten. So muss ich doch so, dass das insgesamt für die europäische Wirtschaft, dann auch für die Investissementen an alles, was wir die nächste Zeit innerhalb von Europa werden tätigen, dass das ein gutes Sache ist. Das ist aber auch ein gutes Sache für Staaten, die sich noch immer in Zukunft Geld müssen leihen. Ich meine, die meisten Staaten holen aber noch immer öffentliche Kredite ab. Und ich meine, durch niedrige Zinsen zu bezahlen, ist natürlich auch eine gute Sache, die natürlich dann auch dem jeweiligen Bürger zu gut kennt. Kosten für die Investissementen sind, wie gesagt, auch ganz tief, was ich schon gesagt habe, was doch dann der große Vorteil ist. Kann ich aber auf der anderen Seite nicht negligieren, dass wir für eine ganz Partie mit negativen Aspekten stehen, eine ganz Partie Herausforderungen, ganz viel Ungewissheiten. Und die hat die letzten Wochen mitgekriegt, auch über die Feiertage, dass aber eine ganz Partie Sachen an der Presse waren, was Ängsten, Sorgen und Ungewissheiten hervorruft. Da denken wir mal an erster Stelle an Griechenland. Griechenland wird durch einen Artikel am Spiegel ein grand Gespräch kommen. Also ich meine, das ist nicht der Spiegel, das ist nicht ein Artikel und sich, den ich verurteile, mit dass die Reaktionen, die an den Druck kommen, das heißt, das sind
insgesamt eigentlich Brandstifter, die Feier lehen. Und dann sind es verschiedene Leute, die bloßen da ganz stark an der Feier, für das Feier mich stärker, dass es sich entfacht. An andere, die wirklich für das Wohl, für das Interesse von Bürger antreten, die müssen natürlich das Feuer bekämpfen. Da muss eine Politik machen, für das, wie gesagt, nicht zu so einem großen Massenbrand kommt. Griechenland los wir hier von dieser Platz völlig so, dass wir Griechenland mal wählen lassen. Ich meine, es sind demokratische Wahlen, an all die Ängsten, dass da ein extrem link gegen und drüber kommen, los wir Griechenland einfach wählen lassen, los wir noch gucken. Es gibt bekanntlich kein Zopp so warm geht, wie sie gekacht geht. An als griechisch Kollege noch hier am Parlament so und als 4 Runde Wahlen, als der eine Rhetorik, die du auf Tapet könnt, am Wahlkampf, die du noch möglicherweise ganz ehrlich ist. Das verhindert aber nicht, dass die Frauen, die abgestellt gehen, schafft Griechenland dann nur dummer den Euro, treten sie aus der Eurozone raus. Wenn sie aus der Eurozone raustreten, müssen sie dann noch aus der Europäischen Union raustreten. All die Sachen, auch juristisch, sind noch am Gang Juristen dort zu gucken, wer das an den Treaty vorgesehen, wer das nicht vorgesehen, und daraus später schon, dass eine ganz Panoplie von Interpretationen hier gemacht gehen, die eigentlich im Moment zwecklos sind. Wir sollen mal wählen lassen, und wir sollen gucken, was bildet sich da raus, was für eine Koalition ist möglich in Griechenland, weil eine Länder kann doch nicht regieren, gerade wie in anderen Ländern auch. Das heißt, da gehen Verhandlungen, da wird eine neue Regierung abgebaut, da wird ein Regierungsprogramm erstellt, und da kommen wir Verhandlungen über die Schulden, die Griechenland hat. An die ganze Entwicklung soll man mal Ruhe aufwerten, für da nicht groß Panik zu schüren. Weil was bezwecken wir da? Aber das sind eben just die Eurofeindlichen, die da bezwecken, dass Finanzmärkte reagieren, was sie übrigens schon gemacht haben, und anderem, dass da eine Spekulationen abkommen, dass da eine Unruhe abkommt, und dass dem Euro insgesamt verschuldet. Dasselbe fanden wir dann wahrscheinlich am Hirsch in Spanien, weil auch da eine ganz skeptisch, eine eurofeindliche Bewegung Podemos am Gang ist, sich zu bilden oder gebildet wird. Durch noch wir Wahlen in England, wenn der durch nächstes Jahr ist, dann ist der aber schon wahrscheinlich am Hirsch ein großes Sujet. Wie werden David Cameron, wie werden reagieren? Und wird ja los schon ein bisschen gesagt, wer froh, wann den Referendum gewonnen, die kein 14. Das sind alles Faktoren, die zu einer großen Unsicherheit werden beitragen. Natürlich auch rundherum die EU, also auch unruhig, das ist eine ganz extrem unruhige Zeit. Ich denke da an den Konflikt mit Russland. Ukraine froh, alles das wird uns beschäftigen, aber auch der Konflikt am Nahen Osten zwischen Palästina und Israel, wo wir ja im Parlament am Dezember eine Resolution gestimmt haben, wo wir es deutlich ansetzen für ein Zwei-Staaten-System. Was aber dummer da nicht geholfen was. Ich meine, noch da muss man so sehr wie möglich Gespräche werden stattfinden. Wir müssen so einen Friedensprozess umkippen. Und auch da sind immer im Wahlen und immer im Rechtsparteien an Israel, die da mal drüber kommen. Auch Hamas spielt da eine ganz delikate Rolle, eine ganz knastige Rolle. Und ich meine, das ist insgesamt auch ein Punkt von Konflikten, die man so sehr wie möglich müssen, aber trotzdem untermauern, für eine Lösung zu finden. Dann natürlich auch ein grosses Sujet, den Norloremenke iwwer die Feier, die ich an der Presse war, das ist ganz Migrationspolitik, wenn ihr da guckt, was am Mittelmeer da stattfindet, die Schiffe, die da kommen, mit Hunderten und Hunderte Leute, mit sozusagen Tausende Leute, wo eine ganze Partie auch leider nicht kommen, das Mittelmeer ist, wie schon mir oft gesagt, als große Käfig gehen, 4 Leute. Und auch da gibt es keinen Fortschritt, weil da blockiert wird von einer Partie Hardliner an der Asylpolitik, die einfach wollen aus Europa eine Festung machen. Das heißt, nicht bei uns. Wir sind eventuell noch bereit zu helfen auf der anderen Seite. Auch das, meine ich, muss ein Thema sein, muss man die Asylpolitik ganz ehrlich anpacken, ganz auch menschlich gucken. Und für allem ehrlich mit uns selber sind und auch die Solidarität muss spielen innerhalb der Länder. Das, was im Moment am Conseil stattfindet, die Blockage, die stattfindet, das ist ein Land nicht zu erhalten. Das bringt uns an Situationen, die unmenschlich sind, die dramatisch sind. Und den zweiten Punkt, dass wir unbedingt den Schlepper, die darunter Geld verdienen, für denen Handwerk zu lehren, weil ich meine, die entfachen die Situation nach unten, die machen die Situation noch viel mehr dramatisch.
2015 als Wort Joer vum Development Entwicklungshëlle war seppes wat zu Lützeburg e Konsensfond huet, wat großgeschriwe gin ass, wat awer nach lang net an Europa datselwich ass. Mir als Parlament sollen am Fonden de Botschafter sinn fir d'Entwicklungshëlle an der EU fir ze informéieren, iwwer Zieler, iwwer Summenerbeg an so weiter. Dat werd 2015 e Suje sinn, woch ha nach mat Zeche kann oprékommen. An dann nächst woch stimmen mat zu Straßburg iwwer den Dossier vun den OGMen of gen manipuléiert Mëttel gen manipuliert an dat fährt als die nächst woch beschäftigt wie gesot. E schöne Gespräch fir gesinn Mam Elisabeth Köstinger mat ménger eistreichsche Kollegin, die nächst woch als Reder Netwert stoen iwwer de Suje e ganz wichtiges Suje, Di wëst dat de Grofen der Populationun OGMen oflehnt an einerseits zummer wissenschaftliche Typen, die dat erlaubben, fir do en Equiliber zu fannen. Dat muss als nächst woch gelingen, an da kommen Scheinenke opréck. Dat wäret fir haut Merci fir no kucken bis nächst woch.